Gott signiert Volk ab Erden, Nummer 27. Jün Redner als Johann dit. Für Moses als Leider wordt het nicht einfacher. Sogar mit seiner eigenen Geschwister hat er Trouble. Viele im Volk wären noch nicht bekehrt. Wenn Gott auch an ihre Merd wir, beweisen sie noch immer große Unzufriedenheit und wären sehr leicht reid, terug nach Ägypten zu tragen. Vandaar weil wir dann mit dat Volk metgehen op dem Weg nach Kanaan. Wir wollen sein, wo dat Leben veran nu wir, als sie mit dat große Begegnungszelt wieder trocken. Nu wären al 2 Jahre und 2 Monate vergangen, seit sie Ägypten verloren haben. Dann, eines Tages, heeft sich die Wolken Funk an wieder zu tragen. Dort moet eine sich nu einmal proben fertigstellen, wo dat door am Lehrer dann tau ging. All die verschiedenen Stammen hadden ihre Abgaben und mussten krakt an eine gewisse Regenfolge lostragen. Denk mal an all die Arbeit, dat Zelt mit Meibeltaub dool zu nehmen und draagbaar zu machen. Dat wie aber alle so gemerkt, dat het schwind ging und dat sich keiner quälen musst. Ganz vorab gingen die Priesters, wat die Bundeslod in den Genodentrauen drüren. Dit wie ein Bild davon, dat die Haar an vorab ging. Dat ja wir uns gar nicht vorstellen, wo dort loten wird, wann bei 3 Millionen Menschen mit all ihr Fei der Gewiste trocken. Die Stoffwolk moet von weitem zu sein gewas sein. Aber so ist dat beim Reisen dann erst, wird dat heit und stoffig. Wann die Menschen dann alle so taub gingen, dann dir dat nicht lang, wat einer oder der andere anfängt zu grunzen. Wir müssen hier eint erkennen. Die Soton ist immer am Wort. Hij will die Menschen auf irgendeinen Weg von Gott aufbringen. Wien Borch Sinai hat ihm dort nicht ganz geglückt, als er Aaron in dat Volk dort geführt hat, dat sie dat goldene Kalf anbeten deiden. Nu kon die beise Feind dat nicht anseinen, dat dat Volk den Herrn friedlich nachfolgt. Hij brucht dit mal in ganz anderer Plan. Dat wir die Undankbarkeit und die Untefriedenheit. Während dat Volk so in der Wüste reisen deed, fangen einstje an zu wettern, dat sie hier kein so scheinet Eten hadden als in Ägypten. Da hadden sie Fisch gegeten, da had het Gurken gegeft, en Melonen, en Säpplen, en Chesnet. Aber hier in der Wüste hadden sie kein Appetit mehr. Alles, was sie Tag für Tag hadden, wir Mana. Dit val je jeder Nacht, so's Dave, en zumeist mussten sie dat taub lesen. Wann dann erst einer ein Stotzje Gramm saucht, dann schlüten sich wohl noch mehr an. Dann dauert nicht lang, wat alle weien am Volk gewettert wordt. Dat Gegrunzmak am Volk wordt so grof, dat viele Sorten en Roden, sogar de Mana. Dit geval den Herrn schlecht, dat zijn Volk so undankbar wir. Zijn Ohr brennt weiter ab, in de Gefahr wir door, dat hij dat Volk bestrofen wordt. Moses wie ook meist eng. Am wir dat al lang zu schwor gewast, dit Volk te leiden, in ihre Wünschen Proben zu erfüllen. Moses zei dan zu Gott, warum hast du mich so schlecht behandelt, dat du die Last von dit Volk ab mir gelegt hast? Wo soll ich dat Fleisch herkriegen, all diese Menschen zufriedenzustellen? Ich kann allein diese Last nicht mehr drücken. Wenn ich bei die Not gefangen, dann lot mich fortstorben, dat ich mich nicht mehr so elendig fühlen muss. Diese Wörter von Moses wiesen uns, wat die Undankbarkeit daunen kann. Die kann andere Menschen so tausaten, dat an dat Leben ewerdreissig wordt. Moses hat ganz genug. Seine Nerven können dit Gewetter vom Volk nicht mehr nehmen. Diese Begebenheit hat uns sehr viel zu lehren. Ein von den Sünden, was das Schlimmste ist die Undankbarkeit. Die meisten Menschen denken gar nicht daran, dass wir dem Herrn jeder Tag Dank schuldig sind. Das ist ein Port von unserer angeborenen Sinn, dass wir lieber grunzen als danken. Die Bibel lehrt sogar, dass der Grund, warum dort mit der Zeit Heidenfelcher gauf, wir, dass als sie Gott noch schanden, deiden sie am nicht mehr verehren als Gott, und wären nicht dankbar.
Worüber hast du Trouble, dankbar zu sein? Bist du erstens dankbar für das Leben, was Gott dir geschenkt hat, dass du seinen in Hirn in schmecken kannst, dass du nicht verkrepelt bist und dass du klar denken kannst? Dit zijn nog maar bloß Dinge, wat zu uns Scherper gehören. Die nehmen wir Ferken als selbstverständlich. Aber wenn ab einmal ein von meinen Liedern nicht schafft, dann mag ich sehr wohl, wo fein das verheer wir, und ich habe den Herrn dafür nicht einmal gedankt. In paar Jahr terug musste ich dort am eigenen Lief erfahren. Ich had mich verkillt und mir ging ab einmal de Stem weg. Dat die het meist saß werk, wat ich endlich einmal war, kun ab Lüdes reden. Für ein Prediger ist so wat sehr schwer. Wo dankbar wie ich, als ich bloß war reden kann. Bist du dankbar? Dankst du den Herrn für deine Familie, für deine Früh, für deine Eltern, für deine Arbeit, wodurch du dein Leben verdienst? Bist du dankbar, dass du genug zu eten hast und dass du nicht musst in ein Land leben, wo dort Krieg ist und du für deinen Glauben verfolgt wirst? Weil wir nicht gramm sauen, nicht einmal über das Wahre, wenn es nicht regnet. Der Herr ist zu uns sehr gut und det dort, was für uns das Beste ist. Weil wir am auch danken sogar, wenn wir dort nicht verstohnen können, wenn Hij den Herald zulässt, dort unsere Flecken verschlören worden, oder wenn uns Fei krank wird und einige von unsere beste Rinder dort gehen. Gott ist würdig, dass wir am jeder Tag, in jeder Stunde danken. Der Herr leidt Moses aber nicht in diesen beschrämten Zustand blieben. Hij zei ihm, hij soll die 70 Ältestes taupropen. Die würde der Herr dann auch durch seinen Geist in Port von der ganzen Last für dit Volk ableihen, so dat Moses den nicht ganz allein tragen musst. Dann sei der Herr noch ein zweites. Moses soll das Volk taupropen und an abfordern, sich den Herrn zu weihen. Hij würde dann für einen Monat Fleisch geben. Moses soll das Volk diese wieder sagen. Je han an die Uhren vom Herrn gehielt und gesagt, o, dat ons doch wer Fleisch zu eten gif, so ist dort in Ägypten wir. Darum sagt der Herr, ich wo ju für einen Monat Fleisch geben, wat ju dat uit de Nees kämmt und ju dat ekelt, willst je den Herrn aufgelehnt han. Gott checkt dat Fleisch ab ein ganz anderer Weg, als Moses sich dat gedacht hat. Hij had allem Sinn, dat sie würden motten ihr Vieh anfangen zu schlachten. Der Herr leidt een starker Wind vom Meer pusten, wat sehr viel von der gewisse Sort Raubheiner mit sich bracht. Die können nicht wieder fliehen, und so fallen sie nur die Erde, wo die Israeliten die dann ablesen und schlachten können. Absteden lagen die viel, but meisten meiter Deib. Die Menschen wären aber so begierig, dat sie viel zu viel schlachten und eten deiden. Sie wären so rachullig, dat der Herr durch Leidkrankheit mag kommen, weil sie sich so sehr überjeten haben. Und so mussten durch viel Menschen begroft worden, weil sie so begierig gewast wären. Die Lehr ut dit ist, dat wann wir wen irgendwat grunzen und undankbar sind, dann sto wir in der Gefahr auch durch unsere Begier Schoden zu lieden. Das nächste Erlebnis wir für Moses nicht leichter. Ditmal hat es mit seiner Familie zu tun. Jo, mit seinen eigenen Bruder Aaron und seine eigene Schwester Miriam. Die beide Feind braucht hier nu een anderer Weg, um das Volk durcheinander zu bringen. Dat wir die Aufgunst in dat Utgebeter. Scheinbar kommen Aaron und Miriam mit ihrer Schwägersche, Moses seine Frau, nicht sehr gut vor dich. Wegen reden sie allerhand gegen Moses. Sie sehen sogar, haft der Herr dann bloß durch Moses geredet? Haft nicht auch durch uns geredet? Dann sagt dort eine Schrift, dort Gott dort hielt. Dort meint, dass der Herr sich dort merkt, was diese Geschwister an ihrer Aufgunst gesagt haben. Dann sieht der Herr plötzlich zu Moses, dass er soll seine Geschwister raupen, und dann sollen sie alle drei nur das Begegnungszelt kommen. Als sie dann durch für die Deur vom Zelt stunden, seht Gott zu Aaron und Miriam dit. Wann du ein Prophet mank ju es,
dann wo ik mij aan hem durch ne Secht oder een Traum openbaren. Met mijn diener Moses is het niet zo. Hij is in mijn ganzes huis trouw, en ik red van muil te muil ganz open met hem, en hij zet mijn jeën woord. Wo komt dat je niet angst hadden jeën dissen, mijn diener te reden? En zo branden Herrn zijn oor jeën aan. Als de wolk, waaruit de Herr te aangereed had, zich abhouf, wie Miriam ihre Hüt ganz wit, so wit als Schnee. Dit wie de gevergte Uitsatz, wat het te die tijd zeer veel gaf. Dit wie een schrakelige krankheid, wat niet leicht te heilen ging. Hier sei wie wo schlecht dem Herrn dat gefällt, wann wie Menschen bemasteren oder uitbeteren, bloß wils wie afjanstig zijn. Aaron en Miriam wierden no, dat ze doch ook in de uren vom Volk met zoveel respect aangezeinen worden als Moses. Dit spekt aan dat hij zoveel opmerkzaamheid kreeg en zij niet. Dan is dat werken zo, dat einer den nächsten proeft schwart te merken, dat einer zelfs een beetje aan de hecht komt. Gott host alle leerjes en alle afgunst. Bij Miriam wird het gerecht ganz plötzlich. Damit sagt Gott ein Teken, wat hij van afgunst en loze red hält. Dan prachten Aaron en Miriam Moses auf. Aaron prachet besonders, dat Moses doch für Miriam beten soll. De Herr wie gnädig en beantwoord dat gebed. Aber Miriam moest für 7 Tage erst einmal bütert Lehrer vom Volk toebrengen, ehe de Herr heilen deed. Dit soll als denkzadel dienen. Diese Begebenheit leert ons dat het zeer gefährlich is andere uit te beteren, bloos wils wie worden gelegen een beetje meer anerkennung te haben. Damit meint het niet dat we niet zullen naar de waarheid trachten. Dat jaft ook zijn leiders, wat krijgt het jegendeel van Moses zijn. Zij leiden ihr Volk oder ihre Kirche nicht nur dem, was sie durch ihre ene Gemeinschaft mit Gott, dem Herrn, erfahren haben. Sie leiden verken bloß nur ihr enet Goutdenken, wat op alle Sitten en alle Regeln besteht. Sie haben wenig Verständnis von der Bibel und wollen dat ook nicht haben, dat ihre Menschen sich damit beschäftigen sollen. Jeen zo'n leiders redt de Herr verken en sagt, dat hij aan wordt verantwoordelijk houden. Wie sollen zo'n leiders aber nicht bemasteren, so es wann wie beter weiten? Wie sollen veranbeten, dat sie ihre grote Abgabe doch richtig erkennen würden? Nur diese schwere Erlebnisse tragt het Volk wieder. Sie wanderten immer in eine nordöstliche Richtung, wat de Wildnis von Paran. Nu lag noordlich von an, ungefähr 100 Kilometer, dat Land Kanaan. Der Herr sagt, dat die Tijd gekommen wir, dat sie geheime Kundschafter oder Delegaten uitschickten, wat sich dat Land pleitsch beseinen sollen. Die Völker rundherum wisten dat alle, wat door in de Wüste passiert, dat door een Volk von mehrere Millionen Menschen hingeren höheren vielen Wolkenturm der Wüste wanderten. Wat an Arius merkt, wir, dat die in die Richtung von Kanaan wanderten. Diese Völker hadden bestimmt, all ihre Soldaten reid, ihr Land in Kanaan zu verteidigen. Doorwegen mussten die Kundschafter dieser Reise so merken, dat die Menschen in Kanaan nicht merkten, dat sie Spionen wären. Zu dieser Abgabe mussten die besten Leiders in Israel uitgewählt worden. Gott sagt Moses, hij soll von jeder Stamm einen wählen, also wären dort 12 Spionen, wat uitgeschickt worden. Nu willen we ons een beetje onderhouden, wat voor mensen dort zu dieser Zeit in Kanaan woonden. Wären dort noch immer dieselbe Völker oder Stamm, wat da wären aus Abraham, Isaac und Jakob dort noch woonden? Dat schijnt so, dat wären noch immer dieselbe, sogar noch 400 Jahre. Die Amalekiter, mit die sie al einmal gekriegt hadden, woonden am südlichen Port von Kanaan, wo dat al meistens Wüste is. Gott hat Moses geboten, dat sie dit Volk ganz uitrotten sollen. De Hittiter, de Jebusiter en de Amoriter
woonden alle aan de borgerige gegend en de med van Kanaan. De Kanaaniter woonden lang het meer in einer Lecht vom Jordan River. Da wären aber auch Stamm von diese Völker, wat besonders gefährlich wären. In der Gegend von Hebron woonden die Anakim. Dort wären die Nachkommen von Anak. Dormank wären viel Riesen. Dit wären dieselben Menschen, wovon viel later der Ries Goliath kam, dem David doodschlug. Für diese Riesen hadden die Völker rundum ziemlich Angst. Nu worden die Spionen uitgeschickt, die von ein Kanaan bis het andere reisen sollen. Dat Land ist ungefähr 60 Kilometer breit und 200 Kilometer lang. Diese 12 wollen sich bestimmt verstellt haben, als wenn sie vielleicht reisende Geschäftsmenschen wären, wat mit allerhand Sachen handelten. Eins ist klar, sie werden von den Völkern in Kanaan nicht als Israeliten erkannt. Sie sagen da in Kanaan, wat von fruchtbares Land hat wir, mit sehr scheine Flecken getreid. Auf eine Stelle schneiden sie einen Pungel Weindrüben auf, die so groß wir, dass sie den über een Pol hangen in 2 Maanden den drüren. All dit wie ein Teken dafür, dass dit wirklich dat Land wir, wat mit Malchen Honig überrand. Als sie dann noch 40 Jahre zurückkommen, raubt Moses dat Volk op ihr Bericht zu hören. Da wären je 12, wat berichten deiden. Aber hier hat die beise Feind wahrer sein Wort im Spiel. Die Spionen wären sich nicht einig. Alle stunden tau, dat het Land sehr gut und fruchtbar wir. Aber 10 von den Spionen sehen, die Menschen, wat da wohnen, wären viel zu stark für an. Sie sehen, dat wird allmählich sein, ihre Städte anzunehmen, weil's da höhere Wänge rundherum wären. Wo an der dollste für Angst wären die Anakim, die Riesen. Sie übertreiben dat sogar und sehen, die wären so groß, dat sie sich am Vielig so als Grasshoppers verkommen. Diese Wied reden dat Volk sehr ab. Aber da wären manch die Spionen 2 Männer, wat ganz anders dachten. Dat wären Josua, der immer mit Moses taub wir, und Kaleb. Zij proefden dat Volk te beruhigen en zeiden, wel we lostraken en dat Land aannemen, wie worden dat ganz gewest kennen. Dat halp aber alle nicht. Dat Volk weer door even zo moedloos, dat ze waren ontvangen jeden Moses en Aaron te gromzooien. Voorts waren gedreven, dat ze terug naar Egypten willen. En 4 Mose, kapitel 14, vers 2-4 zeiden ze, wann wir doch wären in Ägypten gestorben oder sogar hier in der Wildnis. Warum haft der Herr uns nur dit Land gebracht, dat wir in onze Frühes und Tschenga durch das Schwert worden storven motten? Dat wir jedoch viel beter, wann wir träg nur Ägypten gingen. Wel wir uns in Leider wählen und träg nur Ägypten tragen. Als dat Volk diese abständische Wider seht, hat die so tun Krack dort erregt, wat he will. Nu hoopt hij wo dat Volk zich zo verzinnen, dat Gott an der Furz uitratten wordt. Dafür wie ook ne sehr grote Gefahr. Moses en Aaron wären so am eng, dat ze sich vor dem Herrn op die Erde handschmeiten, te prachern, dat hij dat Volk nicht Furz vernichten wird. Dat ganze Volk sagte tau. Josua en Kaleb reiten sich die Kleider. Dit wie ein Tierchen te deitit, wo ernstlich an der Sache wir. Sie deuten alles, was sie können, dat Volk zu bereden. Sie weisen darauf an, dat der Herr met an wir, und wenn sie am würden gehorsam sein, würd hij auch ihre Feind besiegen. Dat halp aber alle tot nicht. Dat Volk wie nu so det wär, dat sie alle schrien, dood an alle Steinchen. Nu greift der Herr an, en leidt seine Herrlichkeit am Begegnungszelt so dag schienen, dat het ganze Volk dat zag. Ware zei de Herr, dat seine Geduld met het rebellische Volk, wat ohne Arm nicht leven wil, te eng wir. Hij zei, hij wordt an alle vernichten en van Moses een groot volk merken. Moses stond nu ware voor het volk bij God aan,
dat hij aan doch diese Sinn verzeihen wird. Der Herr horcht nur Moses, en die dat Volk nicht verstieren. Hij seht aber, dat weil sie dort nicht gelebt hadden, dat der Herr an kun en dat Land Kanaan inanbringen, würden all die Menschen matten hier in der Wüste wandern, wat ze alle gestorben wären. Sie hadden je gesagt, o dat wie leven in Ägypten ouder hier in der Wüste gestorben wären. Nu wird China, wat alle aus 20 Jahr wir, dat Land Kanaan seinen kennen. Die würden erst alle in der Wüste sterben matten, bloß nicht Josua und Kaleb, wie es sie am gelebt hadden. Nu soll Moses met het Volk umdrehen en terug in de Richtung vom Roten Meer wandern. En diese Wildnis würden sie nu noch viele Jahre matten bringen, wat all die angelebte Menschen gestorben wären. Die grote Leer für uns ist, dat wir uns nicht auch durch unseren Unglauben loten all dort durchgehen, wat Gott mit uns doen wird, wann wir am Vertruden in beim Wort namen. Will wir noch beten? Lieber Herr, merk uns von dir die Uhren op, dat wir die Städten erkennen, wo wir Unglauben haben. Schenk, dat keiner wer mir hiert, durch seinen Unglauben mat verloren gehen. Lot jeder einen dort te Tiet anseinen in sich zu die bekehren. Amen. Wann je noch Fragen haben, über dort, wat je op dit Programm gehört haben, meine Telefonnummer ist 204 346 0523. Ik wens je allen een goede week. Op